Maurice Bauer. Herr Bauer, die Antwort. Merci vielmals, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute ein großes Fried ist der Mitte als Rapporteur der Projekt de Loi 85/6 zu präsentieren und um da eine weitere Modernisierung von der Fonction publique umzusetzen. Das Gesetzprojekt gouf den 4. Juli 25 vom Minister für die Fonction publique Serge Vilmes an der Chambre déposéiert. Gouf den 15. Juli an die zuständige Kommission von der Fonction publique verwiesen. An die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics hat den 15. Oktober letztes Jahr hier ein Avis dazu angeholt. Der Staatsrat hat sein Avis den 19. Dezember 25 aufgegeben. An die Kommission vom öffentlichen Sektor hat das Gesetzprojekt an ihrer Sitzung vom 7. Mai des Jahr vom Herrn Minister zusammen mit den Beamten aus dem Ministerium vorgestellt gekriegt. An derselben Sitzung goufen die zwei Avis von der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics an vom Staatsrat analysiert. Schlussendlich hat die Kommission den 4. Juni des Jahres den Rapport angeholt. Worum geht es? Bei diesem Projekt de Loi geht es um eine Reform vom früheren Examenkonkurs. Die war ja schon 2018 grundsätzlich reformiert gehen. An Santa hier besteht diesen Examenkonkurs aus 2 Etappen. Die erste Etappe ist die sogenannte Épreuve d'aptitude générale. Sie besteht aus informatisierten, aus standardisierten psychometrischen Tests, die 2018 angefordert wurden. Demals als ein Wäschgänge von den klassischen Examen, bei denen Kandidaten unter anderem wissen, wie müssen auswendig lehren. Mittlerweile sind 8 Jahre vergangen, seitdem dieses System angefordert wurde. In 5 Jahren ist ein Bilan gezugehen und dazu gab es eine Umfrage bei den betroffenen Personen gemacht, also bei den Kandidaten und den Kandidatinnen, die Stagiären, die Responsable von den Ressourcen Humainen, sowie bei den Direktionen von den Ministerien und den Administrationen. Der Bilan ist unter dem Strich ganz positiv ausgefallen. Die neue Épreuve d'aptitude générale evaluiert Kompetenzen am Platz vom reinen Wissen. Sie gilt als mehr modern, aber auch als mehr objektiv. Tester sind automatisch ausgewählt, sodass die Resultate auch viel mehr sehr verleihen. Daneben, dass der Pool von Kandidaten und Kandidatinnen mit viel mehr diversifizierte Profile und Kompetenzen gewusst, unter anderem auch, weil Personen eine Chance kriegen, die sich am traditionellen Schulsystem nicht zurückfinden. Außerdem fand die Administrationen an den meisten Fällen die Kandidatinnen und Kandidaten, die sie sich für die ausgeschriebenen Posten gewünscht haben. Was gesagt wird, dieses Projekt de Loi 4, die Abteilung an 2 Etappen bleibt bestehen. Die erste Etappe ist weiterhin die Preuve d'aptitude générale, die vom CGPO organisiert wird. Die zweite Etappe ist die Preuve spéciale, die gezielt auf die spezifischen Anforderungen von den ausgeschriebenen Posten bei der konzernierten Entität ausgerichtet ist. Sie wird von der konzernierten Entität organisiert auf dem Mond, auch mit Unterstützung vom CGPO. Den Inhalt von der Épreuve d'aptitude générale wird nach mehr gezielt und die verschiedenen Gehaltsgruppen angepasst und auch das System von der Épreuve spéciale wird verbessert. Gleichzeitig verfolgt dieses Projekt Ziel, die wesentlichen Regeln vom Rekrutement auf dem Niveau vom Gesetz anzuheben. Das geht auf eine Bemerkung vom Staatsrat am Kader von einem Projekt de Reglement Syndical aus dem Jahr 2023 zurück. Der Conseil d'État hat damals darauf hingewiesen, dass die essentiellen Elemente vom Rekrutement nicht allein an einem Reglement, mehr an einem Gesetz müsste festgehalten gehen. Eine ganze Reihe von Bemerkungen vom Staatsrat sind an diesem Projekt de Loi da berücksichtigt gehen, was sich auch an seinem Avis spiegelt. Ein anderer wichtiger Bestandteil von der Reform ist Digitalisierung. Der ganze Rekrutementsprozess wird digital aufgewickelt. So können Gestionäre von der Ressourcen Humainen, aber auch Kandidatinnen und Kandidaten hier Dossier viel mehr einfach suivieren. Mit dieser Reform kommen wir auch weg von dem aktuellen System mit 2 bis 3 Sessionen pro Gehaltsgruppe pro Jahr. In Zukunft stellt eine Person seine Kandidatur direkt auf einen ganz konkret ausgeschriebenen Posten. Wenn er die Preuve d'aptitude générale noch nicht gemacht hat oder hier Validität aufgeladen ist, kann er sich flexibel für ein Datum an einer Auerzeit anschreiben, die ihm am besten passt. Also hier ist viel mehr eine große Flexibilität. Seit der Reform von 2018 sind keine Examen mehr von den Examenskommissionen korrigiert gehen. Dawenst hat es sich gewiesen, dass die traditionellen Examenskommissionen pro Gehaltsgruppe nicht mehr dem aktuellen System entsprechen. Dafür gesagt, dieses Projekt de Loi auch für eine Kommission de Surveillance anzuführen, die aus 3 Membern besteht. Das Kommission kann ob man es 2-mal im Jahr zusammen an zu ihren Aufgaben gehört, den Tod Réussite von der Épreuve d'aptitude générale zu analysieren, die Validität und Zuverlässigkeit von den Tests am Ernst zu behalten,
Reklamationen am Zusammenhang mit der Organisation von Épreuve d'Attitude Générale an Épreuve Spezial zu behandeln, Rekommandationen und den Minister für die Fonction publique zu formulieren, schlussendlich ein Jahresrapport über die Organisation von der Épreuve d'Attitude Générale vorzulegen. Neben den 3 Membern sind für alle Gehaltsgruppen, das heißt A1, A2, B1, C1 und C2, Observateuren an der Kommission vertreten, die von der Staatsbeamtenkammer proposiert gehen. Kandidatinnen und Kandidaten kriegen bei ihrer Ausschreibung für die Épreuve d'Attitude Générale Kontaktdaten vom zuständigen Observateur. Aber wenn es da Kritik an der Organisation gibt, können Sie sich bei diesem Observateur melden und der kann da Bemerkungen an der Kommission thematisieren. Eine weitere Veränderung von diesem Gesetzprojekt ist, dass die Validität von der Épreuve d'Attitude Générale in Zukunft auf maximal 1 Jahr begrenzt wird. An diesem Projekt de loi ist aber eine Übergangsbestimmung vorgesehen, sodass das garantiert, dass die Personen, die aktuell auf der Reserveliste stehen, also die Leute, die in den letzten Jahren eine Épreuve d'Attitude Générale bestanden haben, aber noch keine Admission au Stage kriegen, können so lange auf der Liste bleiben, wie hier Validität im aktuellen Reglement nach bestehen geht. Herr Präsident, die Damen und Herren, erlaubt mir noch kurz auf der Wehe vom Staatsrat und von der Staatsbeamtenkammer zu diesem Projekt anzugehen. Der Staatsrat hat an seinen Zweifel und die vorgesehenen Ansporungen durch die neue Funktionament ausgedrückt. Er ist der Meinung, dass es eine einfache Erhöhung von der 12 von der generellen Sessionen durchgegangen wäre. Der Staatsrat begrüßt an seinem Avis einen weiteren Schritt zu einer Auswahl auf Basis von den Fähigkeiten und den Kompetenzen für Posten, das für als Fonction publique auch zu stärken. Die Staatsbeamtenkammer begrüßt das Projekt de loi für eine Modernisierung vom Staatsexamen. Besonders unterstützt die Staatsbeamtenkammer die Digitalisierung und Verbesserung von der Rekrutierung. Allerdings wird die Chambre von den Staatsbeamten hier Forderungen noch Garantien für Transparenz und gleichberechtigte Behandlung von den Kandidaten zu garantieren ausgedrückt. Sie sind auch besorgt über die Reduktion von der Gültigkeitsdauer von den Resultaten über Jahre, was sie als Notdeel für die Kandidaten konsiderieren. Ich will auch auf dieser Platz am Namen von der Fraktion dem CGPO auch vielmals merci so, weil nachdem wir an der Kommission den Dossier, also das Projekt de loi durchgeholt haben, war den Interesse für eine Visite beim CGPO zu machen, wird den Minister von der Fonction publique auch direkt möglich gemacht hat. Und da will ich wirklich der Direktion an der Mitarbeiterin, an der Mitarbeiter von dieser Platz am Namen von der Kommission merci so für all die Explikationen, die wir da kriegen, wo wir uns wirklich konnten überzeugen, wie das in Zukunft wird gehandelt gehen am ganz praktischen an Lokalitäten vom Minister, da von dieser Platz den Mitarbeiterin an der Mitarbeiter an der Direktion eine ganz dicke merci. Da verweisen ich dann für den Rest auf meinen schriftlichen Rapport. Und dann, Herr Präsident, die Damen und Herren, wenn ihr erlaubt, käme ich dann noch kurz als mandatierter Sprecher von der CSV zu diesem Projekt de loi. Für die CSV ist klar, dass die Fonction publique ein wichtiger Pilier für ein gemeinsames Funktionament ist. Aber wir merken, sie legt oft mit vielen Männern Leute, die gleich arbeiten wie hier Homologen am Ausland, die oft zu viel mehr sind, für dieselbe Dossier können zu traitieren. Und aber geht es auf eine exzellente Art und Weise an unseren einzelnen Administrationen gemacht. Die öffentlichen Dienste, Ministerien und Administrationen sind die Servicepartner von den Gemeinden und auch von den Bürgerinnen und den Bürgern. Also Staat ist nicht mehr so stark wie die Leute, die hier drohen. Aber wenn wir heute über dieses Gesetzprojekt diskutieren, da geht es eigentlich um die Frage, wie können wir als Staat ein attraktiver Patron bleiben, eine attraktive Karrieresmöglichkeit anbieten und gleichzeitig unseren Realitäten anpassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die CSV braucht eine moderne Verwaltung moderne Rekrutementsinstrumente. Eine performante Fonction publique braucht transparent, fair und effiziente Selektionsprozeduren. Dieses Projekt de loi ist ein raisonnabel, équilibriert und für allem zukunftsorientiert Antwort auf all diese Herausforderungen. In diesem Sinn werde ich meiner Fraktion proposieren, dieses Projekt de loi zu unterstützen. Und ich so nicht vielmals mehr.